Die Legende findet niemals ein Ende. Zumindest scheint es so hier bei Hyrule Warriors Legends. Herzlich willkommen zurück und heute nochmal mit Linkle in der Hauptrolle. Wie könnte es anders sein? Naja, jetzt werden wir mal gucken. Linkle, aber bei ihr noch in den Medaillen was zu machen. Ich bezweifle es zwar ein bisschen. Nö, sieht alles ein bisschen doof aus. Beziehungsweise ein bisschen nichtssagend. Wäre wohl treffender. Trainingsraum, naja. Lohnt sich kaum. Also, los geht's mit der Schlacht. Die legendäre Heldin. Ja, wer es glaubt, wird selig. Mit ihren Armbrüsten. Natürlich mit Feuerbonus, hey, ist klar. The dark beast, Ganon, had been defeated by Link and his allies. Hyrule Castle was free from the clutches of the powerful darkness. Together, Zelda and Link set out for the Temple of the Sacred Sword. There, they would seal away a fragment of the evil spirit. This surely would bring peace back to the land. Or so they believed. But no sooner had Link and Zelda departed when a new horde of monsters approached Hyrule Castle. Ganondorf had fallen, and the monsters were left without a leader. But still, they showed no hesitation in attacking innocent Hyruleans. Without Link or Zelda, or the allies who had come to their aid from other worlds, Hyrule Castle was left quite defenseless. In order to protect the people of the land, Impa gathered together battle-weary soldiers whose wounds had not even begun to heal. This, then, would be their sacrifice for Hyrule. They fought as valiantly as they could. At that moment, a girl approached the battlefield. Linkle's journey had been plagued by false starts from the moment she left her village. But she had finally arrived at Hyrule Castle. She witnessed the brave soldiers struggling to defeat the attacking monsters. Their courage kindled her spirit, and Linkle knew that the time had come to fulfill her destiny. She gripped tightly the compass hanging around her neck and readied herself to save Hyrule. Without another thought, Linkle leapt into the fray amid the hordes of screeching monsters. Was für eine relativ lange Einleitung. Okay, Link und Zelda sind nicht hier. Sie sind ja noch mit Masterschwert unterwegs, ist klar. Aber okay, gut, das wurde mir jetzt auch mal erklärt. Weil irgendwie, jetzt mal ganz ehrlich, sind wir mit dem Schweifersanse Ganon zerstört, vernichtet von mir aus. Aber jetzt irgendwie seine Seele wieder aufgeteilt im 4, irgendwie, ohne dass wir es auch mitgekriegt haben. Und eins haben wir wieder versiegelt mit dem Masterschwert. Okay, ich meine, wie kannst du eine Seele versiegeln, wenn der Träger schon zerstört ist? Weil Körper und Seele fahren gemeinsam in die Hölle, von dem her, ist ein bisschen seltsam. Jetzt ist Linkle an der Reihe. Ja, ja, Linkle. Auf geht's, Linkle! Ich weiß es nicht. Frag die Monster, ich hab keine Ahnung. Da fragt man sich zwar, wie lange brauchen eigentlich Zelda und Link, bis sie da zurück sind. Man kann nicht so lange dauern, da hinzureißen. Das Schwert reinzustecken, haben wir im Prinzip, wir haben jetzt ein paar noch gemacht am Ende. Naja. Und die andere Frage ist, werden jetzt Link und Linkle endlich aufeinandertreffen? Und legendäre Heldin, die Hyrule rettet wird. Nö, bis zu spät. Link war schon hier. Ich hätte echt lachen müssen, wenn jemand gesagt hätte, Heldin? Der Held war schon hier, aber okay. Gut, immerhin denken sich raus, was, Heldin? Wieso? Wir hatten doch schon einen legendären Helden, aber okay. Hier haben wir noch eine Statue. Jutta.
Besiege die Gegner. Mach doch endlich mal hin, du olle Spinne. Aua! Oh, das ist immer auf eine wehrlose Dame. Wie kann er es wagen? Verzeih mir, aber ich kann nicht mehr. Ich hau ab. Tschüss. Jutta, Jutta. Die Schülerin von Meister Jutta. Ho, 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 ho. Der Link ist schon irgendwie cool. So, komm, wo bist du? Ah, da. Und da hätten wir ein Herzteil, glaube ich sogar. Truhe. Truhe. Linke trägt einen viel zu kurzen Rock. Naja. Oh, Miss Magic. Von Norden kommen immer mehr Monster. Nicht gut. Alle Festungen sind offen. Oh oh, die marschieren zu Schloss Hyrule. Jutta, Jutta. Daneben. Jo, dann sage ich doch mal, Impa, Marschbefehl, du kannst direkt mal hier oben bleiben für die ganzen Gyptos da. Jetzt die Frage, wie viele Festungen soll ich eigentlich noch erobern hier? So viele auf einen Streich. Oh, ich sehe schon das Problem. Ich sehe schon. Gut, Linke bleibt hier. Ich muss mal ganz kurz mit ihm da runter. Weil die sind ziemlich schnell. Und ziemlich stark und wie ich gerade sehe, halten ziemlich viel aus. Das ist nicht gut. Ah, er lebt noch, okay. Der Hauptmann ist geflohen! Ja, wundert mich gar nicht. Oh! Der Move ist neu, kann das sein? Den gibt es mal noch gerade. Zumindest ein bisschen neu aus. So. Halte die Gegner auf, die zum Schloss Hyrule vorrücken. Erstmal die Mittelfestung erobern. Geht sowieso nicht mehr so viel. Was? Unterbrochen, die Schweine. Okay, brauche ich nicht viel. We need help! Linke so. So, hat man dann auch. Dann Impa. Finish Hit. Naja, fast. Was? Hat ein Herz abgelegt? Was für eine Erklärung ist? Er hat ein Herz abgelegt. Bitte was?
Jutta, Jutta. Wo zum Henker ist der Herzcontainer? Komme! Hi Typi! Nö, nix streamen. Du schreist mich ja nicht an. Item? Bergfestung! So. Yeah, ja! Das ist ihr Feuerfeger! Ach, Impa sagt ja immer das Gleiche. Schade, schon wieder nix. Du Gefahr, Gefahr, es ist eine Gefahr. Servus! Oh nein, schon wieder. Scream! Alter Schwede! Dankeschön! Zurück! Das ist schon ein geiler Move. Bringt so in seltensten Fällen wirklich etwas, aber hey. Hauptsache macht ein bisschen Schaden, ist ein bisschen abwechslungsreich. Verdammter Mist. Ja. Lulululu. Ein dunkler König Dodongo. Ich bin King. Ja, servus. Gut, dann sage ich mal, Midna soll direkt mal da hochgehen und so. Die macht das schon, währenddem ich noch ganz kurz versuche, meinen Herzcontainer abzugreifen. So viel zur Theorie. Will man Rang A, aber... Der König der Monster, das ist ein vollfett legendäre Heldin. Nee, König der Monster, das war Ganon und wenn du gegen den gecatcht hättest, wärst du Downlinkel, also, Ich kann verstehen, wie man Held oder Heldin sein will, aber man kann es auch übertreiben. So, ich hab so Magic, ich will es trotzdem mal ohne versuchen. Wobei es ein schwarzes Monster war, geht ja gar nicht. Jo, sag ich ja. Wie war das schon wieder? Da gab es bei schwarzen Monstern irgendwie so einen Trick. Das ist offensichtlich nicht. Ernsthaft? Das geht gar nicht mit dem Viech! Nö, klappt nicht, der ist unbesiegbar. Oh, das ist schlimmer Scannen. Gut, dann gehst du mal zu dem hier, zum Gypto und ich werde inzwischen abhauen. So schnell ich kann. Das Viech ist unbesiegbar. Nein, wo das Master-Schwert? Link, wo bist du? Ihr glaubt es wahrscheinlicherweise, und dass sie was macht sogar. Verarschen?
Irgendwie schon, wa? Das war jetzt mehr als crazy. Was mache ich? Da geht doch so viel schneller. Du, 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 du. Ja, die richtige Abzweigung wäre vielleicht noch ganz klug. Du, du, du. Ja, toll. Sie ist gefallen! Besiege die mächtigen Monster! Oh verdammt! Mein Fehler, mein Fehler! Und tschüss! Was? Den Schrei gar nicht gesehen! So, wir machen jetzt den Bossgegner platt. Weil eigentlich war das... oder das falsch in Erinnerung. Du, 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 du. Also im Original bei so schwarzen Monstern war es doch echt so, dass man die normal angreifen konnte. Also natürlich Riesenmonster ist klar. Aber die hatten keine Schwachpunktanzeige mehr. Ach du grüne Neune. Ja gut, die macht das alleine, das kann irgendwann mal nach oben gehen. Würde ich auch sagen. So, einer weniger. Guck mal, es warten musste, müssen nur kurz, naja, Kaffee trinken und so. Ja, so kam es mir gerade auch vor. So, die nächste bitte. Das sind keine starken Monster mehr hier, ne? Was ist los? Natürlich, was für eine Erklärung. Das Licht ist kommt. Okay, jetzt hat man immerhin eine sekundäre Nutzung von dem Kompass. Ja, leg mich am Arsch, ey. Da haben sich wohl den Entwickler ursprünglich, das ist eine Scheißregel. Müssen wir anders machen bei schwarzen Monstern. Mann, Linkele. Ja, ich bin legendärer Held. Du, 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 du. Geh doch mal zu König der Dongo. Du, 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 du. Und ich mach noch den letzten platt. Yeah! König der Dongo muss schnell platt gemacht werden, sonst ist der Part doch schon vorbei und hat Überlänge. Komm schon, Michael, mach das hinne. Oh, Bomben-Upgrades. Komm her, King der Dongo. Hallo. Da bin ich, guck mal. Hallo? Fresse aufmachen? Mach die Fresse auf, Alter! Ja, geht doch. Ja, das linke Team. Linke hat's drauf. Du, 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 du. So, du olle, fette Blindschleiche. Das war's für dich. Jetzt kommt der Lincoln-Style.
Wieder mal sowas von typisch, ey. Kaum bin ich fertig mit allem, da kommt Link und Zelda zurück. Übrigens, Link kann nicht legendäre Heldin sein, es geht nicht. Der legendäre Held spricht nicht. Das ist eisernes Gesetz. So, natürlich schade, da wegen der Zwischensequenz zum Schluss, dass das echt nicht auf der Wii U-Version gibt. Verdammter Mist, wäre doch nicht so schwierig, das noch einzubinden. Der Herzcontainer fehlt mir immer noch. Naja. Ja, und jetzt? Moment mal, hier fehlt aber ein bisschen was. Ach nö, verarschen jetzt? Unglaublich beherrscht, die schwarze Zauberin. Ja gut, das ist Zias Geschichte und so. Das... Ja. Mensch. Ich dachte jetzt, wenn ich halt die Story noch mache mit Linkl, dann kann das eine neue Story abschneiden. Aber anscheinend das Spiel, dass ich erst noch Zias und so noch mache und erst danach kommt ein neuer Story-Abschnitt. Okay, nee Leute, machen wir was anderes, da hat keinen Bock drauf. Ich werde da Zia-Story und so, also sprich die schwarze Zauberin, da gibt es noch ein paar Sequenzen mit Pyroma und Vulga. Und es sind ja gleich, also wir haben es bisher gesehen, im Prinzip alles bis auf Linkl ist gleich wie auf der Wii U-Version, außer halt zumindest vor allem am Anfang haben wir halt neue Elemente eingeführt, mit der Ocarina und mit dem Team-Switchen, Spieler-Switchen. Das war neu. Natürlich wurde halt ein neues System halt eingeführt und dann hier konsequent weitergezogen, neben Linkl und so weiter. Das war eigentlich alles noch ein bisschen spannend. Aber jetzt nochmal da mit Vulga und so weiter noch alles zu machen, wenn es sowieso das gleiche ist wie auf der Originalversion, außer eben ein neues System noch, dann würde ich echt sagen, ich mache jetzt die paar Szenen noch offscreen. Und dann nächsten Part, der könnt vermutlich erst in 1-2 Tagen, also ja, bringt sowieso Parts und täglich. Nee, aber kannst also halt 1-2 Tage dann Pause machen und so, damit er ein bisschen aufnehmen kann. Also offscreen zocken kann, dann aufnehmen. Und dann im nächsten Part geht es dann hoffentlich mit neuen Elementen weiter. Und wie ich es ja wie gesagt hoffe, vor allem mit der neuen The Wind Waker Karte mit Linkl. Obwohl aber die wirklich dabei ist, eine andere Frage, aber sicher noch etwas anderes. Oder gibt es sonst irgendwas? Legende-Modus? Nö, legendäre Heldin, einfach so. Steht auch nichts von wegen, wie Linkl und Link sich treffen. Das würde mich vor allem noch interessieren, was dann passiert. Und noch für eine neue Karte, also... Ja, wie gesagt, mal gucken. Ich sehe so während dem Zocken dann, ob da noch irgendwas Neues kommt oder ob da echt nur das Altgebacken ist. In diesem Sinne, hoffentlich mit viel Neuem im nächsten Part da hier bei Halo Warriors Legends. Bis dahin, tschüss!